Hallo, herzlich willkommen in der Niederdeutschen Bibliothek. Hartlich willkommen zu uns Boikerblick in die Niederdeutsche Bibliothek. Hier finden wir über 20.000 Boiker aus den verschiedensten Rebeten. Auch dabei Boiker von Wolfgang Borchert, seine Mutter Hertha. Die hat in Kirchwerder gelebt und auch Geschichten geschrieben. Und was auch platt. Leider hätte sie nur den Tod von ihren Söhnen damit abholen und sich bloß noch um das Werk kümmert, was ihr Sohn Wolfgang uns durchloten hätte. Ada Verena Gass lebt auch in Kirchwerder und ist ein großer Borchert-Fan. Sie gibt von dort im Eck in Lichtwerksohl ein Lesen mit Geschichten von Hertha Borchert. Und du will ich doch vorher mal wissen, was Ada Verena Gass so an Hertha Borchert ihr Geschichten in Band trägt. Ich bin seit 90 in Kirchwerder, auf den Hof Eggers. Das ist ein alten Bauernhof, der nur ein bisschen berühmt ist, weil da viel gedreht war, Filme gemacht und so. Und so habe ich einen Stuf hat einen Freitag und dann käme ich ja auch so rum in Dörp, Kirchwerder, und da hat ein Frau ein Lohn. Und da wäre ein Herthas-Bände dabei. Das wäre ein Ort zu schreiben, der nie selbst auch liegen deit. Wenn du so ein bisschen betrachtend, aber auch mit Witz, dialogisch, und da wäre ich so weit von begeistert, dass ich dann noch ein paar Jahren dachte, das ist eigentlich schade, dass von die früher keiner was weiß, alle wissen was von Wolfgang, aber das Hertha auch geschrieben hat und so schein. Und da fing ich an, damit loszubauen, zu tingeln. Mit Lesungen. Barbara Wulffen ist ja der abtrocken war von der Markt. Er Chef de Boer, hat ein Verhältnis hat mit einem jungen Markt, mit Dorten Wulffen. Und das Kind, was da gut gekommen ist, weil Dorten Staff in Wickenbett und Trina, die Markt, die hat Boer heim gesagt, ich träg sie ab. Und so käme das Barbara Wulffen von der Markt, von der Öllere Markt Trina abtrocken wird. Und als das nun zur Konfirmation ging, und das ging darum, das Sammelwerk für Leute, die nicht viel Geld haben und so, da böten die deren, Barbara hat keine allein. Und für Barbara wäre das ganz nie. Und dann hockt sie mit Hus und jammert und stellt sich vor, dass sie nun ganz allein ist, und eben haben sie noch spielt mit ihr und mit ihr rüscht und ob die Eisbohnen, und nun sitzt sie ganz allein und keiner sagt was und keiner schnackt mit mir. Und ich denke mir, Mol, was ist das denn? Das ist ja der Schluss von draußen vor der Tür. Ist dann da keiner? Gib doch Antwort. So hat Barbara auch schreibt. Wie könnt ihr Hertha in Beten Wolfgang Borchert auch finden? Ja. Was Hertha mit Hus schnackt hat, das muss ob Wolfgang erfahrt haben. Gibt einen Stil, wo er dann so einen Protesttext, dann sagt Wolfgang, sie hat ein lilanes Kleid an. Also das hat er nun extra gemacht, um da so eine gewisse Alterssprachlichkeit reinzubringen. Und das ist natürlich von zu Hause. Wie gut mal zurück auf Hertha. Sie hat mit dem Tod von ihren Söhnen abrollen mit Schrieben. Hätte denn nur Wolfgang den Tod nie nicht mal den Versuch gegeben, ihr zu überzeugen, dass sie selbst auch Wetterschrift? Das haben die Leute versöcht und versöcht. Sie hatten so viel Freunde und sie hat so viel, also sie wohnte in der Hohenzollernring und sie sagt ja, sie war belaufen. Also sie hat so viele Kontakte gehabt, auch von Ausländischen. So. Und dann ist das 1969, ist das gelungen, und was Fritz Specht. Fritz Specht ist beim NDR auch mal Leiter Niederdeutsch gewesen in den 70er Jahren, aber dort wäre noch bei den Quickbound Verlag. Und Fritz Specht hat er dort zu kriegen, dass sie noch ins Weller platt. Das gibt es auch hier, auch in der Niederdeutschen Bibliothek. Und da schrift sie sozusagen von ihr Anfang
Also erstmal schrift sie davon, dass sie ja nur dauernd unterwegs sein muss und dann klatter ich ein Flugzeug und komme auf der anderen Seite von der Erde bei der Route, das ist Los Angeles. Und wie sie da mit eher Plattdeutsch und Englisch und so zurechtkommt. Und dann muckt sie wieder zurück, den Bogen, und fängt an, und nun will ich nur erzählen, wie das wäre, als ich einen Brügam söchte, für den, dass ich meinen Mann kennengelernt habe. Und dort vertellt sie dann, schrift sie schön ab, die Geschichten, wie das mit damals, mit Fritz wäre. Das wäre das Einzige, was sie noch geschrieben hat. Und das wäre 69 und 85 ist sie gestorben. Da hätte sie nichts mehr geschrieben. Und bis 69 hätte sie auch nichts geschrieben. Ich meine, sie hätte abgehört, als Wolfgang durchkäme. 44, 45.